Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. So, ein paar Hörner müssen wir trotzdem noch abstauben. Gegen so ein paar Dinos müsste man noch kämpfen können. Ah, scheiße. Die bringen uns wieder nix. Geht weg, ihr garstige Goldadler. Ich will diese blöde Flintklinge. Ich will die echt ums Verrecken haben. Deswegen lege ich mich jetzt hier mit alle möglichen Dinos und Ekelviecher an. Naja, Ekelviech bist du jetzt nicht. Eher so ein kleiner Butzenickel. Aber was kommt dann da noch? 3 Butzenickel. Okay. Vielleicht bringt ihr Hörner. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was ihr bringt. Rotblätter haben sie aber bestimmt. Zähne bringen sie vielleicht auch noch. Zähne wären auf jeden Fall praktisch. So, denn... Und ihr Mädels geht nur mal auf den hier. Das war's mit dem. Und mit viel Glück war's es auch mit dem. Sehr schön. Okay, was bringen die? Rotblatt. Okay, schade. Hätte ja sein können. Hätte ja alles sein können. So, was kommt dann hier noch? War dann nicht hier irgendwo noch der Pavian, gegen den man gekämpft hat? Ah ja, da haben wir noch einer. Okay. Dann erstmal auf die Klenner. Da wir jetzt auch wieder Luca im Angeboten, können wir hier einmal Feuer auf den Fliegeraffe, auf den Fliegeraffe mal machen. Oh, das bringt wohl nicht so viel. Okay. Chrono macht das Vieh jetzt endgültig platt. Und dann gehen wir mal auf den los. Gucken mal, wie viel Eis an Schaden macht. Uiuiui. Jetzt sehen wir überhaupt nichts zum Kampf, weil hier unser Bildschirm direkt von der 3 ist. Und Chrono. Ja, der kann noch nicht fertig machen. Chrono, jetzt aber bitte. Sehr schön. Okay, was bringt er uns? Rotblatt und Zahn. Sehr schön. Aber Hörner fehlen uns nach wie vor. Ich glaube, da sollten wir wieder zurückgehen zur Schlucht. Weil da waren einige von den Biester, von den Sprinter. Die bringen uns Hörner. Ich habe das beim Vornherein schon nicht die klügste Entscheidung, hierher zu kommen. So, nur weil es halt relativ nur an der Siedlung ist. So, noch einmal. Und rup. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal durch in der Canyon-Reihe. Und legen uns dann noch mit einer... Ups, mit euch legen wir uns nicht an. Aber mit euch legen wir uns an. Ihr habt nämlich, was ich will. Und... Ich mache Mordsgewitter auf euch. Ich hoffe, das bringt uns was. Du machst mal bitte Kraft auf Luca, bevor die uns auch abschmiert. Und dann machen wir den noch so fertig. Chrono, truffende Wetter. Ja, du darfst dich auch nochmal selber heilen, Maler. Das halte ich durchaus für sinnvoll. Und wir gehen dann nochmal so auf den Sprinter los. Weil wenn der nochmal ein paar Hörner für uns hat, ist definitiv nicht verkehrt. Und... Komm schon. Auf der Wäschung drauf und weg ist er. So wird's gemacht. Jawohl, ein Horn gibt's noch. Und da waren, glaube ich, Nummer 4 von denen. Oh. Okay. Wie viele Hörner habe ich dann? Ich glaube, 3 bräuchte ich wahrscheinlich. Ja. Also Horn bräuchte ich schon mal. Gegen die muss ich eh kämpfen. Na gut, dann kämpfen wir einfach so gegen die Viecher. Besonders stark sind die jetzt auch nicht. Und einer ist schon fort. Jetzt noch mal ein Angriff von Chrono und dann war es das eigentlich. So. So wird's gemacht. Weg und weg. Rotblatt gibt es auch nochmal over drauf. Und 4 von deiner
Ja. Dann dürfte eigentlich schon was Ordentliches dabei sein. Chrono. Ich warte für gut die Combo, damit ich hier meinen Feuerwirbel machen kann. Da haben wir nämlich 3 von den Biester schon mal weg. Und Eis auf den Bitter. Ich mag Eis. So, Della. Das war jetzt mal ein relativ fixer Kampf. Und ein Horn gibt's noch. Gut, jetzt dürften wir über 3 Hörner verfügen, dass die uns die Flintklinge, die Feuersteinklinge dafür jetzt geben. Noch einmal. Probieren wir es einfach nochmal. Und zup, zup. Ab zur Tauschhütte. Jockerhütte. So. Noch einmal. Was ihr haben. Zeigen wir da gleich. Zahn. Und Horn. Hm? Gegen Flintklinge. Jawohl, das will ich. Flintklinge erhalten. Ne, mehr braucht man im Mahnhandel. Jetzt will ich ja wissen, was das Ding wert war, weswegen ich da rumgerannt bin. Bringt uns um 6 sogar weiter. Hat aber keine besondere Fähigkeiten. Trotz allem ist es etwas stärker. Feuersteinklinge. Naja, wir werden wahrscheinlich eh bald Masamune kriegen. Deswegen dann die Flintklinge wahrscheinlich auch wieder etwas gammelig erscheinen wird. Okay, an denen vorbei. Ah, scheiße, an denen müssen wir jetzt eh durch. Probieren wir mal, ob wir rennen können. Können wir rennen? Wie es aussieht, können wir nicht rennen. Okay, dann machen wir eine Kombi aus Feuerwirbel. Und wir attackieren die Biester noch. Gegen die ist das relativ effektiv. Dann schauen wir mal, ob man das jetzt hier nicht weggeeist kriegen, das Problem. Nee, nicht so wirklich. Die scheinen wohl magieresistent zu sein. Aber wie es der Zufall will, macht der Konter das Vieh jetzt schon mal platt. Aber Gott sei Dank mit ganz viel Glück. Aber da brauchen wir dann noch 2 Angriffe. Und weg ist er. Denke ich. Ja, sehr schön. Ausgezeichnet. Horn und Rotblatt und Male lernt Hast. Luca wird auch noch aufgestuft. Wie sind wir dann jetzt so von den Levels her? Alle Level 20. Perfekt. So, gegen euch geht's auch nochmal. Ich warte nochmal auf meinen Feuerwirbel. Feuerwirbel, dann können wir alle 4 attackieren, sogar wenn wir auf den mitgehen. Wunderbar, das wird ausreichen, um sie alle niederzumähen. Perfekt. Schade, dass es nur Ahorn für die Begegnung gibt. Okay. Ja, da waren die Reptite. Und da können wir jetzt durch. Hoffe ich doch irgendwie. Springe? Ah jo, machen wir das. Zack. Schwein gehabt. Puh, dann geht's wieder ab nach Medina. Aber vorher... Europo, LP und MP wiederhergestellt. Das ist schon wichtig. Jawohl, Medina. Da wollen wir hier. Dann kann nämlich der Melchior die Klinge reparieren. Vielleicht helfende Kaspar und der Balthasar dabei. Ach, man weiß es noch nicht. So, jetzt, wenn wir schon mal hier sind, gerade mal gucken. Ah, sehr gut. Das funktioniert also. Da hätte ich gerne durch die blöde Error-Höhle stampfen müssen, um da nochmal zu Lenas Platz zu kommen. Das ist aber schon mal eine wertvolle Info, wie ich finde. So. Also das Spiel, muss ich sagen, ist echt nicht schlecht, dass man halt immer wieder überlegen muss, ja, ich brauche jetzt Zell und jenes. Zum Beispiel jetzt, um die Zukunft zu ändern, um 2300 noch Christus zu ändern, muss ich noch 600 noch Christus, um da das Problem zu lösen, war, weil ich da auf Schwierigkeiten stoßen, muss ich 65 Millionen vor Christus, um dann wieder in der Gegenwart 1000 das Schwert zu schmieden, was ich dann 600 wieder brauche. Das ist schon ziemlich komplex, muss ich sagen. Ihr habt einen Traumstell? Dann repariere ich's Masamune. Wie habt ihr das Masamune und der Traumstell nur gefunden? Nee, sagen Sie mir nicht, mein Herz wird's nicht verkraften. Übrigens, die Reparatur dauert eine Weile.
Okay, ich helfe dir gern. Okay, kein Kaspar und kein Melchior, kein Balthasar, der dabei hilft. Alla dann mal. Und? Wie fährst du an die Sache hier? Da braucht er Bibliothek, die ihm dabei hilft anscheinend. Für die Reparatur müssen wir den Traumstern aufbereiten und das Schwert aktivieren. Du bearbeitest den Traumstern, ich nehme das Schwert zur Brust. Okay, Luca die Große wird's richten. Oh Gott, das macht ein bisschen arrogant. Aber ich sehe hier nirgendwo Schmiede, um ehrlich zu sein. Also Schmiede bräuchte man wohl schon davor. Erstmal einen Krug Bier dazu nehmen, ne? So, fertig, bitte den Traumstell. Ich bin auch fertig. Hat sie Extrakt oder was draus gemacht? Nee, anscheinend nicht. Gut, dann nix wie los. Das wird jetzt auch noch das geilste Schwert sein, was er je geschmiedet hat. Ich denke, das hat sich gelohnt. Oh, da ist es. Was für ein Oschi. Gucken wir gut her, das ist es, Masamune. Wundervoll, was für ein Waff. Tja, ich denke, das ist alles. Okay, Chrono, bring mir Frogs, Masamune. Ach, jetzt darf der das auch noch haben, oder was? Ist der Einzige, der es benutzen kann? Ja, sieht wohl so aus. Er kann es nicht nehmen. Schade, schade. Na gut. Schade drum. Ich hätte es jetzt auch gern benutzt. Nee, Quatsch, das war das Ältestenhaus, wo der Ossi der Achte haust. Genau, da kann ich zurück. Wenn die das wüssten hier. Aber die haben ja glücklicherweise keinen Portschlüssel. Insofern kommen die da auch nicht durch. Okay. Protokoppel, nee. Mystische Berge, nee. Was dann das hier? Friedensschlucht 600, genau. Bin ja mal gespannt, weil es gibt ja fürs Jahr 1000 haben wir ja Medina und wir haben Lenas Platz. Ich bin ja mal gespannt, ob wir für die andere Epoche nicht eventuell auch noch andere Ports kriegen. Bin ich immer gespannt. Imp-Experte. Machen wir die mal fertig hier. Und weg sind sie hoffentlich. Ja. Die halten glücklicherweise nicht allzu viel aus. Aber sie geben auch brav ihr Tech-Punkte. Insofern dürfen die auch machen. Spielt mal Fußball. Plim plam plum plam plam. Jetzt in der Zauberwald zum Frog, dass er das Schwert auch noch kriegt. So. Und so, du hier. Ab in den Wald. Das soll ich vielleicht auch nochmal speichern. Einfach mal so. Das Masamune. Sehr schön. Gegen euch will ich nicht kämpfen, ihr Viecher. Ich habe keinerlei Bock, gegen euch kämpfen zu müssen. Und gehen wir hier in den Zitterbusch. So, mein Freund. Du bist wieder. Das Schwert. Ist es das Masamune? Ja, natürlich ist es das. Was für ein Oschi, guck das denn nun mal an. Ich muss über die Schicksalswendung nachdenken. Bleiben wir über Nacht hier. Ich denke mal, Frog ist der legendäre Held. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Okay, in der Burg. Cyrus, ihr brecht auf? Ja, es wird Zeit, dass wir dem Froschkönig das Amulett abnehmen. Und ich möchte das mythische Schwert mit eigenen Haare sehen. Aber Cyrus, das Reich braucht euch. Genau wie Lena und ich, ihr müsst zurückkommen. Solange es Leber in deiner Knoche ist, wär ich's. Meine Verehrung, Majestäte. Ja, der scheint ja wohl eher so der legendäre Held zu sein, aber auch ein ziemlicher Arggeber, glaube ich. Cyrus, Sir!
Wetten wir, der gehört heimlich zum Magus-Truppe? Wir, die Ritter der Tafelecke, wünschen euch eine sichere Res. Hört her, meine Freunde. Ich betraue euch hiermit mit der Sicherheit des Königreichs. Ich könnte drauf wetten, der Typ arbeitet heimlich für Magus. Verzeiht die Verspätung. Geh mal. Glenn, seid ihr vorsichtig? Erfreut euch bester Gesundheit bei Eurer Majestät. Okay. Ich glaube irgendwie trotzdem, dass Frog der legendäre Held ist. Die machen die Nagaette hier nochmal schön platt. Und kämpfen sich durch den Wald von Gardia. Ach du Scheiße. Ihr wollt also das Amulett vom Mut, lieber Ritter von Gardia. Dann kommt und holt euch, wenn ihr könnt. Verlass dich drauf. En garde. Nirvana-Stoß. Ihr wagt sich hilflos Amphibien zu quälen. Doofes Amulett, das vergesse ich nicht. Ah, okay. Von wegen unseren Frog. Okay, das war anscheinend irgendein anderes Biest, was er gejagt hat. Pass auf, Glenn. Cyrus, das Schwert. Das Masamune. Aha. Das ist wohl Markus hier und Ossi. Der bringt schnell zu Stand. Was bist du oder dein Schwert? Ich kenn mich da nicht schlagen. Cyrus, ich halte mir lang durch. Glenn, flieh, während ich seinen Schach halt. Aber Wenn du bleibst, kriegen sie uns beide. Geh, Glenn. Mach dir lieber Sorge um dich selber, Cyrus. Los, Glenn, geh! Ups. Cyrus. Dummkopf. Love, Glenn, flieh. Die Königin beschützt Lena. Cyrus. Cyrus. Ups. Dann hat's wohl verbrannt. Rum vor allem Rampf. Was ist denn? Willst du den Klick nicht versuchen? Hat sie die Spruch verschlagen? Wie wär's, Markus? Kannst du kein passendes Aussehen verleihen? Warum nicht? Für ein bisschen Spaß bin ich immer zu haben. Ah. Rote Mul zu was er dann Woche ist. Okay. Der Glenn ist dann wohl zu Frog-Woche. Du wehleidiger Waschlumpe. Stablumpe könnt ihr eigentlich auch sagen, verpelzig. Aber Wäschlumpe ist ja auch passend. Ja, das war wohl ursprünglich mal Glenn. Cyrus sind vergangen. Ob ich soweit bin? Ich habe mich sehr gewandelt. Der arme Cyrus. Du ist aber wirklich passabel und stärker Woche, muss ich sagen, wenn das aus ihm Woche ist. Mach auf Chrono. Ach, wenn wir scheitern mögen. Versuchen wir Markus Höhler. Kennt ihr seine Macht? Gegen die Wissenschaft werde nicht ankommen. Den schaffen wir noch. Okay, machen wir das doch so wieder. Ich denke, das passt. Okay, perfekt. Das passt so. So. Frog, wie sieht's aus? Stufe 18 ist er. Er kriegt den Goldhelm erstmal verliehen. Und da kann er sich die Rubinweste anziehen. Gerade mal gucken, was für ihn noch passen wird. Magie plus 2. Heldenamulett. Erhöht kritischer Schaden des Masamune. Aber erstmal müsste auch das Masamune Besitzer. Was kann er dann für Technik? Schlagzunge? Okay. Ansonsten keine Magie derzeit. Aber ich mag Frog. Ach ja. Ups. Nee, gegen die kleine Quappe mag ich eigentlich nicht kämpfen.
Ups. Ja, machen wir so ein bisschen... Spießrutenlauf. Ah, scheiße. Wir haben jetzt kein Glück gehabt. Ich versuche zu rennen. Nee, können wir anscheinend nicht. Aber besonders viel Schade scheinen die wohl auch nicht zu machen. Eigentlich habe ich versucht, hier die Kämpfe zu meiden. Die sind einfach nur aufwendig und zeitraubend, die Dinger. Von daher ist es etwas lästig. Okay. Kämpfen gegen die Gnager. Weil die halten halt besonders viel aus. Ja, jetzt penetriert ja hier wieder die Quappe, um an Lebensenergie zu kommen. 90 Schade. Ja, ich bin dafür, dass Frog auf jeden Fall noch ein bisschen aufgelevelt wird. Ob was Masamune kriegt, ist die Frucht. Ja, wollen wir mal schauen. Ja, der legendäre Held ist nicht aufgetaucht. So viel können wir auf jeden Fall sagen. Der Kleine, der Rotzbengel, das war nur ein Hochstapler. Und Cyrus ist tot, verbrannt worden. Und Frog war sein Begleiter Glenn, der dem Held noch am ähnlichsten kommt. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal in den Laderei und kaufen für ihn noch ein gescheites Schwert, wenn sich das machen lässt. Goldarzug, den hat er schon. Barett? Nee, für ihn gibt es hier keine Waffe leider. Okay. Plim, plam, plum, plam, plam. So. Wie sieht's denn hier aus? Da gab es auch noch einen Lader. Ältestenhausladen. Gibt's hier eventuell Waffe für ihn? Nee, ach wieder nicht. Lebung können wir nochmal in die Karte und Erkunft genauso. Okay. Dann muss es wohl in die Höhlerei gehen. Aber ich finde es doch etwas schade, dass ich hier das Masamune nicht anlegen kann. Kann das er eventuell? Nee, er kann es auch nicht anlegen. Gerade mal gucken, wo es Masamune geblieben ist. Wir haben es ja irgendwo, ach. Masamune, da ist es ja. Aber als Waffe kann es anscheinend irgendwie kein Mensch hier einsetzen. Das ist doch etwas schade. Weder er kann es einsetzen, noch Chrono. Und das sind die einzigsten Schwertkämpfer, die ich zur Verfügung habe. So what? Ich speichere jetzt mal hier. Und wir sagen, wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.